Christdach ist für mich die schönsten Zeit vom Jahr. Und ich freue mich wirklich immer rum, ob eine Lützebäuer Christ macht. Und Glühwein an Grand Prix Kichelcher ist für mich ein absoluter Must. Ah oui, Ah, j'aime bien. All Jahr sind das Zeit stellt sich dieselbe froh, was soll ich für Christdach kochen. Und schon mal für das Jahr überlegt, etwas kleines Alternatives zu unserer traditionellen Danze machen, und zwar Pulled Pork. Für mein Pulled Pork brauche ich einen Schwenkschiller, Cider, Maple Syrup, Sojasauce und viele verschiedene Gewürze. Pulled Pork, also so Schwingefleisch, was so lange losgekocht wird, bis es komplett zerfällt. Und das Super daran ist, dass wirklich bald kein Arbeit. Brauche ich immer ungefähr einen Tag lang Zeit am Schaffchen, weil ich brauche 9 Stunden. Und ich habe einen Schwenkschiller von ungefähr 2 Kilo. Und die geht nun mal auf alle Seiten gut angebraten. Und da hast du nur ungefähr für 8 bis 10 Leute. Also perfekt für den Christdachsabend. Aber wenn Fleisch bis auf alle Seiten gut angebraten ist, da kann die Zeit kommen. Und dann meine ich nur die gute Jus, die Flüssigkeit, an der der Pulled Pork gekocht wird, und die dem Ganzen sein extra gut gibt. Und die Basis von der Sauce ist Cider. Ich will 150 Milliliter. Und Cider Essig, und das gibt dem Ganzen ein bisschen entsäuert. Und da könnt noch Maple Syrup dabei. Könnt ihr noch Brungen Zucker holen? Nee, ich fand Maple Syrup ist wirklich extrem gut. Ein bisschen gesäst. Sojasauce, für das Ganze ein bisschen auszubalancieren mit einer Salzigkeit. Und dann noch Austernsoße. Und Austernsoße, das schmeckt ein bisschen so wie ein fischige Müllers. Das ist relativ speziell, aber es gibt dem Ganzen wirklich eine Dave-Dimension nach. Also könnt noch ein ganz Gewürzfest dran. Und zwar Kreuzkümmelkerne, ein bisschen Exotik. Fenchelsohm. Fenchel ist wirklich perfekt für bei alles, was mit Schweinsfleisch ist. Da haben wir noch gut viel Pfeffer. Und noch ein bisschen Chili, weil ich schon ganz gerne an Chavas. Geräuchert Paprikapulver. Und könnt ihr noch normale Paprikapulver holen mit den Hai, das ist extra gut. Und dann noch 2 Sachen, die es richtig christdachlich machen. Und zwar Kanälsstangen, 4 Stück. Und 2 Anissternen. Und da kommen noch 3 Knoblauchzehen dabei. Und die ganze Sauce, die kann ich abkochen. Weil ich will nämlich gerne, dass das Fleisch nur an die warme Sauce könnt, wie das am Schäfchen alles schon warm ist, wenn ihr dran könnt. Also könnt Fleisch dran. Und dann könnt ihr das Ganze für 9 Stunden lang an das Schäfchen. Also erst 1 Stunde bei 130 Grad, dann 2 Stunden bei 110 Grad und dann ein 6 Stunden bei 100 Grad. Und dazwischen dreht den Fleisch auch eins so. So, das Fleisch ist noch ganz gut Müll und es zerfällt dann noch, wenn ihr es abhegt. Und das heißt, ich kann es noch ganz leicht pullen. Also mit 2 Fourchetten zerrappen. Und das ist wirklich, dass ich einfach kann so gut an Flocken zählen, Streifen machen. Und eigentlich rappt den Fleisch so auseinander, dass ihr nicht zieht. Und dabei heißt es ja Pulled Pork, also gezungenes Schwingefleisch. Und Fleisch kann auch im Träger und Kasserole kommen, weil da kann es sich mit eine gute Jus vollsauren. Und das möchtet ihr nur so richtig gute, saftigen, christdachlichen Pulled Pork.
hast mein Pulled Pork schon brat an nicht servieren in der mit Pomme de Chasse und mit Speckbieren. Der perfekte Christmas Dinner für viel Leid ohne viel Arbeit zu federn. Von den absoluten Highlights von der Christsaison als für mich all Jahr aus dem Bazar International. Und sind die 60 Nationalitäten hier, die hier Länder und Kulturen vorstellen. Und das Gute ist, das alles für einen guten Zweck. Was mich natürlich am meisten auf der Foire begeistert, ist all das gute Essen, was ich überall schmecken kann. Und auf dem englischen Stand habe ich mein Lieblings-Christach-Treat empfunden, Mince Pies. Das sind gefüllte Kichelchen mit gedrischentem Obst und Alkohol. Just watch the feeling. Watch the feeling. It's not nasty. It's just going slowly, slowly, slowly. Oh, I feel good now. Now we made somebody happy, eh? Ich bleibe noch beim Dessert des Jahr beim Thema wenig Aufwand für Maximum-Effekt. Und da geht es bei mir ein Spiced Orange-Creme mit Lützeburg-Cookies. Für meine Creme brauche ich 3 Orangen, eine halbe Zitrone, Eier, Rahm, Zucker und Kanäle. Als erstes mache ich so eine Zucht Orange Pudding. Und dafür schlage ich als erstes 2 Eier mit ein bisschen Zucker ab. Und ich gebe noch ein bisschen Vanillezucker dabei. Und gibt noch gekocht, das heißt, ich kann direkt schon alles an der Pan zusammen vermischen. Und du könnt ein bisschen Orangen und Zitronenjus dabei. Und das heutige Rezept ist wirklich immer so mein Lieblingsdessert bei meiner Oma gewesen. Und ich habe alle Jahre gefragt, für das Rezept zu kreieren. Und alle Jahre hat sie nie gesagt. Weil sie sagt nämlich, ich will nicht, dass du nur auf deinem Blog oder an deinen Büchern oder an deiner Sendung weiter siehst, weil das war so hier das geheime Rezept. Und ich finde schlussendlich aber gekriegt. Also ich finde nicht geklaut, gell? Ich kriege das wirklich von ihr. Du weißt, vielmals merci, Oma, ich werde. Weil ich mein ganz Land wird das heute noch machen. Und der Jus kann da dabei kommen. Ich passieren als ich natürlich ein kleines Sift für das wirklich kein Stecker da noch dran sehen. Und da kann Luna etwas Kleines dabei, für das das Ganze durchdeckst. Und zwar 2 Löffel Maizena, die ich aber als ich noch ablesen und ein ganz bisschen Rahm. Und das schütte ich dann auch noch dabei. Und könnt einen kleinen Pot Kanäle dran, für dem Ganzen noch eine Christachsdimension zu gehen. Und da brauche ich das Ganze immer noch abzukochen. Aber ganz, ganz dus. Weil du sie ja eher dran, aber wir wollen ja keine Scrambled Eggs oder Omelette kreieren. Die schlossen bei einer mittleren Hitze ganz los warm gehen. Und schluss nicht richtig kochen, nicht mehr warm gehen. Und dann merkt ihr, dass ihr bemol ein Pudding kriegt, dass es deckst. So, sie dann Zwischenzeit gut gedeckt. Das heißt, ich kann sie an eine schöne Servierform schütten. Und dann lasse ich das ganz aufkühlen, ehe ich mich Schlagsein drin habe. Während der Zeit mache ich meine Luxemburg-Cookies. Mein Kichelchen sind ganz einfach Butterkichelchen mit einer Hundestripsglasur. Und dafür mache ich einen ganz einfachen, normalen Kichelchen-Stich mit Butter und Puderzucker. Und mit ein bisschen Vanillezucker.
Und da kratzt du schon einen Vanillestang aus. Und da könnt natürlich noch ein E dabei. Und da gehe ich nur mein Mehl dabei. Und das ist wirklich eine ganz einfache Basis-Cookie-Datei. So, also brauche ich mein Deeg nur noch an 2 Scheiben anzudehlen. Und die kommen dafür eine halbe Stunde an den Frigo, ehe ich ihn ausrollen kann. Und brauche ich nach meinem kleinen Lützeburg-Kichelchen auszustechen. Und ich habe die heute extra machen gelöst, die Formen. Und ich fand sie wirklich immens leicht. Ein kleines Ländchen für zu essen. Und die können dann nur bei 170 Grad für 10 Minuten an die Schafsche kommen. Was mein Dessert schon gleich fertig. Ich brauche nur noch meine Creme fertig zu machen und meine Kichelchen zu dekorieren. Und für die Creme ist ganz einfach nur noch Schlagsahne drin hier, ein bisschen Kanäle drüber streuen. Und das möchtest du da ganz ein bisschen mehr locker mit der Schlagsahne. Für mein Kekstück aus Glasur habe ich einfach mit Puderzucker. Und da könnt ihr ein bisschen Hundestrüpp dabei, für das Ganze noch ein bisschen mehr Lützeburgisch zu machen. Und ich gehe noch ein bisschen Rot-Lebensmittelfarbe dabei. Und ich habe schon ein Blau und ein Weiß gemacht. Beim Weißen könnt ihr natürlich keine Farbe dabei. Und dann sind mein Kekstück gleich fertig. Und da kann ich sie mit meiner orange Creme dann auf den Dessert servieren. Und da steht mir im Christtag nicht mehr am Weh. Merry Christmas und ihr alle gut.